Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen, Stufe B1. Teil 1. Sie hören im Radio ein Interview mit einem jungen Balletttänzer. Hören Sie das Interview zweimal und lösen Sie die Aufgaben. Kreuzen Sie zum Schluss die richtigen Lösungen A, B oder C auf dem Antwortbogen an. Bevor Sie sich das Gespräch anhören, lesen Sie bitte alle Sätze durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt das Interview. Mein Name ist Anja. Ich bin Moderatorin bei Radio Wien. Heute ist Donnerstag, 11:30 Uhr. Ich sitze in einem Café mit dem jungen Balletttänzer Max. Hallo Max, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Maximilian Dutzmann. Ich bin 18 Jahre alt, wohne seit 3 Jahren in Wien und besuche die Musik- und Kunstschule. Ich mag lesen. Was ich gar nicht mag, das sind faule Menschen. Mein größter Traum ist, ein richtig guter Tänzer zu sein. Wann hast du mit dem Tanzen angefangen? Als ich 9 Jahre alt war, war ich mit meinem größeren Bruder am Tag der offenen Tür an der Musik- und Kunstuniversität. Ich habe die Tänzer gesehen und dachte mir, das schaut so cool aus. Das will ich auch ausprobieren. Kannst du dich noch an deine erste Tanzstunde erinnern? Natürlich. Ich bin in ganz normalen Turnsachen, also in einer Jogginghose und einem T-Shirt zum Training gegangen. Ich hatte ja kein Balletttrikot. Die Mädchen konnten schon einen Spagat machen und ich konnte noch keine einzige Übung. Aber ich dachte, ich probier's. Hast du davor gar nicht getanzt? Nein, ich hatte gar keine Erfahrungen mit dem Tanzen. Aber der Lehrer sagte, wenn ich das wirklich will und auch immer fleißig üben werde, ist es nicht unmöglich. Die Schule hat mir eine Chance gegeben, aber ich musste hart arbeiten. Was haben deine Freunde gesagt, als du ihnen erzählt hast, dass du Balletttänzer werden möchtest? Ich komme aus einem Dorf. Dort möchte fast niemand Tänzer werden. Nicht alle meiner Freunde fanden meine Idee so cool wie ich. Deshalb habe ich nur mit meiner Familie und meinem besten Freund über meine Pläne gesprochen. Wie fühlst du dich in der Ballettschule jetzt? Sehr gut. Ich habe neue Leute kennengelernt,
die auch ähnliche Ziele haben wie ich. Die Lehrer sind hilfsbereit und sehr tolerant. Wie verstehst du dich mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Gibt es wirklich so wenige Jungs beim Ballett? Ja, das stimmt. Es gibt sehr wenige Jungs, die tanzen möchten. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir bei Ballettvorstellungen geschminkt werden und manchmal ganz komische Kostüme tragen müssen. Das wollen viele Jungs nicht. Wie sieht dein Tag aus? Von 8 bis 13 Uhr habe ich Fächer wie klassisches Ballett, modernen Tanz oder wir üben für verschiedene Vorstellungen. Dann habe ich eine ganz kurze Mittagspause und kann mich für ein paar Minuten ausruhen. Ab 14 Uhr findet dann der ganz normale Unterricht statt. Da habe ich Mathe, Deutsch, Biologie und ähnliche Fächer wie jeder andere Schüler auch. Ist Ballett wirklich so schwer, wie man das im Fernsehen zeigt? Einfach ist es nicht. Man muss viel üben. Es ist wichtig, dass man immer fit und gesund ist. Deshalb muss man aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Wenn die Knie oder der Rücken wehtun, dann kann man sich beim Training nicht konzentrieren. Nächstes Jahr bist du mit deiner Ausbildung fertig. Was passiert dann? Ich möchte professioneller Tänzer werden. Deshalb werde ich mich bei verschiedenen Tanzgruppen bewerben. Ich habe darüber schon mit meinem Lehrer gesprochen. Er denkt, dass ich einen guten Job bekommen kann. Vielen Dank, Max. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute. Jetzt haben Sie 60 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Sie hören das Interview noch einmal. Mein Name ist Anja. Ich bin Moderatorin bei Radio Wien. Heute ist Donnerstag, 11:30 Uhr. Ich sitze in einem Café mit dem jungen Balletttänzer Max. Hallo Max, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Maximilian Dutzmann. Ich bin 18 Jahre alt, wohne seit 3 Jahren in Wien und besuche die Musik- und Kunstschule. Ich mag lesen. Was ich gar nicht mag, das sind faule Menschen. Mein größter Traum ist, ein richtig guter Tänzer zu sein. Wann hast du mit dem Tanzen angefangen? Als ich 9 Jahre alt war, war ich mit meinem größeren Bruder am Tag der offenen Tür an der Musik- und Kunstuniversität. Ich habe die Tänzer gesehen und dachte mir, das schaut so cool aus. Das will ich auch ausprobieren. Kannst du dich noch an deine erste Tanzstunde erinnern? Natürlich. Ich bin in ganz normalen Turnsachen, also in einer Jogginghose und einem T-Shirt zum Training gegangen. Ich hatte ja kein Balletttrikot. Die Mädchen konnten schon einen Spagat machen und ich konnte noch keine einzige Übung. Aber ich dachte, ich probier's. Hast du davor gar nicht getanzt? Nein, ich hatte gar keine Erfahrungen mit dem Tanzen. Aber der Lehrer sagte, wenn ich das wirklich will und auch immer fleißig üben werde, ist es nicht unmöglich. Die Schule hat mir eine Chance gegeben, aber ich musste hart arbeiten. Was haben deine Freunde gesagt, als du ihnen erzählt hast, dass du Balletttänzer werden möchtest? Ich komme aus einem Dorf. Dort möchte fast niemand Tänzer werden. Nicht alle meine Freunde fanden meine Idee so cool wie ich.
Deshalb habe ich nur mit meiner Familie und meinem besten Freund über meine Pläne gesprochen. Wie fühlst du dich in der Ballettschule jetzt? Sehr gut. Ich habe neue Leute kennengelernt, die auch ähnliche Ziele haben wie ich. Die Lehrer sind hilfsbereit und sehr tolerant. Wie verstehst du dich mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern? Gibt es wirklich so wenige Jungs beim Ballett? Ja, das stimmt. Es gibt sehr wenige Jungs, die tanzen möchten. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir bei Ballettvorstellungen geschminkt werden und manchmal ganz komische Kostüme tragen müssen. Das wollen viele Jungs nicht. Wie sieht dein Tag aus? Von 8 bis 13 Uhr habe ich Fächer wie klassisches Ballett, modernen Tanz oder wir üben für verschiedene Vorstellungen. Dann habe ich eine ganz kurze Mittagspause und kann mich für ein paar Minuten ausruhen. Ab 14 Uhr findet dann der ganz normale Unterricht statt. Da habe ich Mathe, Deutsch, Biologie und ähnliche Fächer wie jeder andere Schüler auch. Ist Ballett wirklich so schwer, wie man das im Fernsehen zeigt? Einfach ist es nicht. Man muss viel üben. Es ist wichtig, dass man immer fit und gesund ist. Deshalb muss man aufpassen, dass man sich nicht verletzt. Wenn die Knie oder der Rücken wehtun, dann kann man sich beim Training nicht konzentrieren. Nächstes Jahr bist du mit deiner Ausbildung fertig. Was passiert dann? Ich möchte professioneller Tänzer werden. Deshalb werde ich mich bei verschiedenen Tanzgruppen bewerben. Ich habe darüber schon mit meinem Lehrer gesprochen. Er denkt, dass ich einen guten Job bekommen kann. Vielen Dank, Max. Für die Zukunft wünschen wir dir alles Gute. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen zu korrigieren und zu beenden. Teil